Ich persönlich habe es nie angeschaut, als Gott will mir etwas nehmen oder Gott will mir irgendetwas testen oder berauben oder limitieren. Für mich ist es eher ein Abenteuer. Ein Abenteuer, bei mir sind es zwei Sachen, die es vorgebracht hat. Das eine ist, ich habe Wunder erlebt, die ich auch nie erlebt habe. Und das andere ist, ich habe gelernt, dankbar zu sein mit dem, was ich habe. Für mich ist es wie, als ich das erste Mal überhaupt von diesem 10. gehört habe, habe ich mir überlegt, will ich oder will ich nicht? Was ist das genau? Finde ich das sinnvoll oder nicht? Macht das für mich persönlich Sinn? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, für mich ist das ein Statement, an was ich glaube. Weisst, auch, was mein Geld anbelangt, wer versorgt mich, wer schaut zu mir, dank wem habe ich die Stelle bekommen, dank wem kann ich überhaupt arbeiten. Und das war wie mein Statement, als ich zu Gott gesagt habe, du versorgst mich, du schaust zu mir. Es ist mein Mindeste, dass ich einfach dir das wieder zurückgebe, als Dank, aber auch als Statement, du bist mein Gott. Und mit dir gehe ich durchs Leben. Und ich sage euch, ich weiss noch, als ich den 10. das erste Mal gegeben habe, ich war so gespannt, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt etwas mega Mutiges, 10% von dem Lohn, den ich habe. Jetzt schaue ich mal, weil Gott sagt ja da grossartig in der Bibel, hey, tut mich testen. Ich werde die Schleusen vom Himmel über euch auftun, wenn ihr das macht, wenn ihr mir so viel vertraut. Und dann habe ich das gemacht, ich habe den 10 gezahlt. Und ich dachte, hey, jetzt scheppert es dann. Und dann hat es schon gescheppert, aber ein bisschen anders. Und zwar ist meine Firma, wo ich angestellt war, die ist wirklich richtig Konkurs gegangen. Die konnten den Lohn nicht mehr zahlen. Ich bin ins Minus gerutscht, ich konnte die Miete nicht mehr zahlen. Ich hatte den Mieter an der Backe. Mega Stress. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, Scheibe, ich habe den 10 gezahlt. Bei mir passiert das pure Gegenteil von dem, was Gott in der Bibel sagt. Und dann bin ich abgehockt und gesagt, Gott, wir haben ein Problem, das stimmt nicht. Was hier in der Bibel steht, passiert nicht. Jetzt musst du mir helfen. Ich habe dich auf die Probe gestellt, jetzt muss ich sehen, wo du bist. Und er ist wirklich so lustige Sachen. Weißt du, eine Versicherung hat mir plötzlich Geld gezahlt. Hier hatte ich plötzlich Geld gehabt. Einfach, das Geld ist gekommen. Meine Firma, dort, wo ich angestellt war, ist Gott sei Dank nicht Konkurs gegangen. Und irgendwie ist das einfach gut gekommen. Und Gott hat mir wie gezeigt, ja, es läuft manchmal nicht genau so, wie du dir das vorstellst, aber ich bin da. Ich schaue, ich versorge. Fahr einfach weiter. Und ich habe nie mehr aufgehört. Es hat auch nie einen Grund gegeben. Und ich liebe es einfach, weil ich ihm zeigen kann, ich glaube an dich, ich vertraue dir, du bist der, der zu mir schaut. Und nicht der Stutz ist das, was mich versorgt, sondern mein Gott. Ja, ist schon noch lustig. Für mich ist es eigentlich zwei Gründe, warum ich den 10. gegeben habe. Also ja, wenn ich jetzt zurückschaue, Gott sei Dank, früh den 10. angefangen in der Stiftung, habe ich das irgendwo gehört von diesem Prinzip, und dachte, probieren wir mal aus. 300 Franken habe ich verdient, 30 Franken, das war eine CD, dann zumal, die habe ich einfach gegeben. Das ist dann in der Jugendarbeit, wo ich dabei war, wenn das dort in ein Kessel tun konnte. Und jetzt hast du schon noch gedacht, das ist jetzt noch viel, vielleicht sind es ja nur 1%. Ich bin dann noch mal schauen, ob wirklich 10 drauf steht, aber es ist 10 gestanden. Dann habe ich angefangen, aber mir hat zwei Sachen mich fasziniert. Ich habe das jetzt vorhin noch ein bisschen überlegt, was hat mich fasziniert im 10. Das eine ist, dass ja Gott in der Bibel sagt, du kannst mich testen, du mich herausfordern. Ich dachte, ja, das will ich ausprobieren. Ich will schauen, ja, wenn Gott schon sagt, man kann ihn testen, dann will ich das ausprobieren. Und das ist übrigens noch spannend, oder? Gott sagt dort wirklich ganz konkret, wir können ihn herausfordern. Und auf die Probe stellen, ob er ja nicht wird kommen, uns wird segnen, wenn wir das Prinzip leben. Und ich dachte, das wollte ich jetzt schauen. Und das ist ja eigentlich auch ein praktischer Glaubensbeweis. Also, du kannst schauen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht. Und dann habe ich wirklich angefangen, Wunder erleben. Ich habe erleben, wie Gott mich versorgt hat. Ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, das haben wir ein Problem, was auch immer. Und Gott hat einfach wirklich geschaut. Und das andere, was mich eben fasziniert hat, aber das hat vielleicht auch mit der Jugendarbeit zu tun. Als ich ja in der Jungscharbeit war, ich habe Jugendarbeit geleitet, ich habe Lager geleitet. Und für mich, ich habe mir überlegt, stell dir vor, wenn jeder, der in dieser Jugendarbeit dabei ist, wenn jeder, der Geld verdient und an Gott glaubt, wenn das jeder mich der 10. gibt,
dann könnten wir unglaublich viel für den Gott im Himmel bewegen. Ich habe mir die schönsten Lager ausgemalt, die schönsten Events, die wir für den Gott reissen können. Es hat halt natürlich nicht jeder gemacht, aber ich habe mir immer gedacht, also wenn das jeder mich das Prinzip leben, stell dir vor, was wir da alles bewegen könnten. Und das war für mich ganz logisch, ich wollte das Prinzip auch leben. Ich wollte dabei sein, wenn das Reich von Gott gebaut wird. Ich wollte dabei sein, wenn Menschen den Gott lernen kennen. Und ich wollte sagen, Teil ist möglich, weil ich mit Zeit auch gegeben habe, dass ich Menschen den Gott lernen kennen. Wie ich schon bei der Anfangsgeschichte gesagt habe, ich wusste, es ist nicht möglich, wenn Menschen nicht Geld geben, das Reich von Gott zu bauen. Darum, ja, nicht die Zeit anfangen, für mich eine ganz logische Folge von Abenteuern zu erleben und zu sehen, was Gott alles bewegt. Ja, es ist ja ein spannendes Prinzip, das Zehnte. Es ist ja immer wieder spannend, mit Leuten darüber zu reden. Ich glaube, ich persönlich habe es nie angeschaut, als Gott will mir etwas nehmen oder Gott will mir irgendetwas testen oder berauben oder limitieren. Für mich ist es eher ein Abenteuer. Ein Abenteuer. Bei mir sind es zwei Sachen, die es vorgebracht hat. Das eine ist, ich habe Wunder erlebt, die ich auch nie erlebt habe. Und das andere ist, ich habe gelernt, dankbar zu sein mit dem, was ich habe. Gelernt mit dem Leben, das wir haben. Und gleich, wenn ich zurückschaue auf unser Leben, ich bin nie unzufrieden gewesen. Wir haben sogar eher eine Zufriedenheit erleben im Auto, das wir mit meiner Mom geteilt haben, also der Mom gehört hat, und wir konnten es brauchen, kein Autovermögen. Ich war zufrieden mit dem Möbel, das wir geschenkt haben bekommen. Es hat eine Zeit gegeben, da haben wir 3 verschiedene Sofas in unserer Wohnstube, mit 3 verschiedenen Farben und 3 verschiedenen Stilen. Ganz lustig ausgesehen. Aber wir haben mit den Kindern die schönsten Hütten gebaut, mit diesen Sofas. Ja, ich glaube, es ist eine Dankbarkeit, die du bekommst, die dir niemand geben kann. Und wir durch das Prinzip jetzt bei uns entdeckt haben. Gott kann halt die Wunder tun. Ich weiss noch, als ich so gerne beim Haus die Fenstersimsen dekoriert, aber wir hatten nicht Geld für so etwas Unnötiges. Oder? Und dann bin ich so im Garten draussen gestanden, habe irgendetwas gemacht und habe gesagt, weisst, Jesus, ich würde das einfach gerne machen, weil ich weiss, die Leute hätten Freude und eben durchlaufen und mir gefällt es. Aber ich habe schlichtweg nicht Geld für so etwas. Hey, ihr glaubt es nicht. Es ist wirklich einen halben Tag gegangen, kommt die Schwiegermami, drückt mir eine 100er-Note in die Hand und sagt, Andrea, du tust doch manchmal so schön dekorieren. Ich wollte dir einfach mal etwas dafür geben, dass du kannst die Deko wieder, weisst, nicht wieder einfach, dass du kannst die Deko her tun. Ich dachte, ich wirklich gegen den Himmel geschaut und dachte, echt jetzt, das ist ja jenseits, sogar für so etwas Unnötiges, weisst. Aber das Wunder hätte ich nicht erlebt, wenn wir einfach den Stutz am Haufen hätten gehabt. Es gibt ja sehr schöne Momente aus dem heraus, wenn man eben, denke ich, manchmal schon eine Vorfreude kann entwickeln kann. Weil ja nicht alles sofort kommt. Und ich finde das so schön, wie du auch gesagt hast, auch gleich auch die Priorisierung. Zuerst wollen wir ja mit Gott zusammenleben und drücken das auch so aus. Und nachher kann ja weiter entstehen anhand von dem, was wir haben. Ist der, wenn ich da frage, steht in der Bibel denn noch mehr? Oder das ist ja wie die Basis des Glaubens, dass wir das Prinzip lesen können. Ist das alles, was Gott sagt, auch zu Finanzen, zu Ressourcen? Oder ist mehr in der Bibel zu finden? Also ja, wenn du das so fragst, steht in der Bibel, nichts gehört uns. Jesus sagt, alles gehört Gott. Und das ist ja für viele, ja, sage jetzt mal der Grund, sagen, hey, da muss ich ja gar nichts geben, es gehört ja alles Gott. Okay. Gott will ja gar nicht mit sagen, Gott will gar nicht sein grosszügig bist, es gehört ja alles ihm. Ja, klar gehört alles ihm und Gott braucht niemandem sein Geld für sein Reich zu bauen, er findet andere Wege. Aber ich habe mir gesagt, ich will dabei sein. Ich will nicht der sein, der zuschaut und das Reich von Gott ist gebaut worden durch die Finanzen von anderen und ich habe nichts dazu beigetragen. Ich will dabei sein mit meinen Gebeten, ich will dabei sein mit meinen Finanzen, ich will dabei sein auch mit dem, dass ich mithelfe, das Reich von Gott zu bauen. Und darum glaube ich, da können wir auch die Freude erleben, die passiert, wenn Menschen verändert werden und auch Gott lernen kennen. Und das andere, was wir ja auch sehen, ist, wir sollen Gott ehren mit den restlichen 90%, die übrig bleiben, wenn wir in die Bibel schauen. Wo Gott sagt, überleg gut, wie willst du mit dem Geld umgehen? Das heisst, mach Budget, ja, gib nicht mehr aus, als du hast. Und probiere immer auch wieder grosszügig zu sein, darüber aus. Und so wie es Gott dir sagt, aber da gibt es ja nicht eine fixe Regel. Das ist ja dann ganz unterschiedlich.